I believe we all came to be here for a reason. To acknowledge the seniors, everything has a season. Hey, hoi zusammen! Sali, heute in der heutigen Ausgabe von permakulturrevolution.ch habe ich Glück bekommen, weil Mila hat sich ihre Mittagspause genommen, um mit mir zusammen sitzen und darüber schwätzen, was so in der Permakulturszene so abgeht. Mila habe ich ausgesucht, weil wo sie bei mir oben war, ich hatte die Ehre gehabt, dass sie unseren Hof schon besuchen hat sie mir erzählt, dass sie der Buschfeuer ist von der Permakultur Schweiz. Und von dem will ich mehr hören, dass ihr es auch hört. Und ja, ich würde sagen, hey, hoi Mila! Hallo, herzlich willkommen! Willst du dich vielleicht noch besser vorstellen? Ja, genau. Ja, du bist tatsächlich die erste Person, die mich als Buschtelefon entlarvt hat. Nachdem mich gefragt hast, ob ich selber auch einen Hof habe. Ich habe noch keinen Betrieb, vielleicht ändert sich das. Wir sind uns jetzt gerade für einen Betrieb am Bewerben, aber das ist noch so. Mal schauen. Sonst bin ich vor allem in der Forschung tätig im Moment. Ich bin an der HAFL, an der Hochschule für Agronomie in Zollikofen. Erforsche Permakultur in der Landwirtschaft. Wir versuchen gerade die Wirtschaftlichkeit herauszufinden, sodass die neu anfangen wollen. Genau. Ich bin an der HAFL am Forschen zu Permakultur in der Landwirtschaft. Und dann beim Inforama, das ist quasi im Kanton Bern der Strickhof oder der Plantenhof vom Kanton Bern. Dort gebe ich Kurse zu Permakultur in der Landwirtschaft und versuche Praktikerinnen und Praktiker das Wissen weiterzugeben, wo ich habe und wo auch andere Praktikerinnen haben, das vor allem. Also, ist dann das Buschtelefon, kommt das aus deinem Forschungsprojekt raus? Du gehst in dem Fall zu vielen Höfen vorbei. Genau, das mache ich aber schon. Das bin, glaube ich. Also im Forschungsprojekt haben wir am Anfang 10 Betriebe drin gehabt, jetzt noch 5. Und nachher durch die Kurse habe ich immer wieder mit verschiedenen Betrieben Kontakt. Ich finde es ja sonst etwas vom Spannendsten, auf Betriebe zu gehen. Ich leite noch einen Arbeitskreis zur Permakultur. Das ist auch im Bereich Landwirtschaft ein Zusammenschluss von verschiedenen Landwirtinnen und Landwirten, die sich gegenseitig auf den Höfen besuchen. Dort moderiere ich und sehe bei spannenden Höfen. Und dann verbringe ich einen grossen Teil meiner Ferien auf Höfen und habe ich habe ein Studium gemacht, Geografie habe ich studiert und dort meine Masterarbeit zur Permakultur in der Landwirtschaft gemacht und nachher auch etwa 2 Jahre auf verschiedensten Höfen gearbeitet. Also wenn ich kann, verbringe ich meine Zeit auf Bauernhöfen. Genau. Ja, das verstehe ich, das ist eine schöne Sache. Du, aber jetzt, also in dem Fall, wenn ich dir so zuhöre, läuft viel Permakultur da in der Schweiz? Es kommt immer darauf an, was man Permakultur nennt. Für mich ist Permakultur viel mehr die Philosophie und die Art, wie man etwas designt oder gestaltet, als wie es nachher effektiv aussieht. Also in meiner persönlichen Haltung ist jemand, der findet, hey, wenn wir die Prinzipien beherzigen und ich schaue, auf was ich Lust habe, ich habe zum Beispiel nicht so Lust auf mega viele Leute auf meinem Betrieb, darum mache ich keine Solavi, aber ich schaue, dass wir irgendwie wieder eine Kuhrasse haben, die angepasst ist auf mit dem Futter, das hier wächst, irgendwie Milch produzieren. Und das, finde ich, ist aus meiner Sicht genauso ein Beitrag wie jemand, der eine Solavi hat und 1000 Leute auf dem Hof rumstürchelt. Und darum habe ich das Gefühl, ist es ganz schwierig zu sagen, wie viel Permakultur das wir haben. Aber es gibt immer mehr Personen, die den Begriff Permakultur nutzen in meiner Wahrnehmung. Und vor allem seit 2020 gibt es in der Direktzahlungsverordnung eine Flächenquote Permakultur. Und der ist extrem am Zunehmen. Dort haben wir letztes Jahr fast 100 Hektare sind in der Schweiz angemeldet worden als sogenannte Permakultur. Also ja, 100 Hektar ist ja schon mal relativ viel. Was heisst das für all die noch nicht wissen mit den Direktzahlungen? Was heisst das genau, Direktzahlungen mit Permakultur? Was kann man darunter verstehen? Es ist so, dass wenn ich einen Landwirtschaftsbetrieb habe, muss ich jedes Jahr für jede Fläche sagen, was ich dort drauf mache. Und nachher gibt es einen sogenannten Code. Es gibt zum Beispiel einen Code für Weizen. Der ist, ich kenne ihn nicht, vielleicht 115 oder so. Code 115 für Weizen. Dann sage ich, auf dieser Fläche habe ich das 115 Weizen. Und dann gibt es jetzt eben seit 2020, ganz neu, jetzt gerade das Auto, das vorbeikommt, den Code Permakultur. Und der ist definiert als eine kleinräumige Mischung. Also es muss irgendeine Mischung sein, wobei das kleinräumig nicht ganz genau definiert ist. Verschiedene Spezialkulturen. Spezialkultur ist auch so ein landwirtschaftlicher Begriff.
Das umfasst Freilandgemüse und verschiedenste, quasi alles, was nicht Ackerfrüchte sind und was nicht Weide ist. Alles, was auf kleiner Fläche viel zu tun gibt und dann auch viel Ertrag. Und das heisst, genau, eine kleinräumige Mischung mit mindestens 50% von diesen Spezialkulturen. Das ist die Definition, die nicht ganz mit der Definition von Permakultur übereinstimmt, die ich vorher gesagt habe. Das ist jetzt, die angepasste Kuhrasse ist nicht enthalten in dieser Definition. Aber es gibt Möglichkeiten, zum Sachen anzumelden, wo vor allem die Kleinräumigkeit, das ist vorher, ohne den Code Permakultur, hat man alles einzeln müssen sagen, da habe ich meine Himbeere und da habe ich das Freilandgemüse und da habe ich noch einen Streifen Gras mit noch 3 Bäumen. Und jetzt kann man wie das alles zusammen als ein Paket anmelden und das gibt einem viel weniger zu tun am Computer, um das Zeugs auszuweisen und tendenziell ein bisschen mehr Standardarbeitskräfte. Aber das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich das auch noch erkläre. Aber in dem Fall gibt es theoretisch mehr Sack durch Permakulturcode als etwas anderes. So, schnell. Ja, ausser es ist vorher, es ist gleich viel wie Freilandgemüse. Aber wenn ich noch eine Mischung drin habe, dann gibt es ein bisschen mehr. Und Sack können halt für Kleinstbetriebe sehr entscheidend sein. Okay. Also das heisst, heutzutage, wenn ich die Philosophie von Permakultur auf meinen Hof habe, das heisst, ich habe viele Mischsachen, kann ich jetzt einfach auch Direktzahlungen fördern als Permakulturbetrieb. Lange da der PDC dazu? Oder muss man Landwirt haben oder die Direktzahlungskurs dazu haben? Du musst direktzahlungsberechtigt sein. Das ist entweder eine landwirtschaftliche Ausbildung oder Gemüsegärtnerin, kannst du auch machen. Mhm. Oder du hast in gewissen Regionen, wenn es genug steil ist und genug wenig andere Leute hat, die dort Bauern und genug klein, dann kann man auch Direktzahlungen beziehen, wenn man keine so eine Ausbildung hat. Das sind so Spezialklauseln. Und sonst gibt's ja Aber da findet ihr auch auf der Webseite vom Verein Permakultur Landwirtschaft findet ihr Antworten. Das sind ja dann sehr spezifische Fragen, die man da hat. Ah, das steht dort alles auf dem Homepage. Das ist eine separate Homepage zur Permakultur Schweiz, oder? Genau, es ist ein einzelner Verein, aber sie arbeiten zusammen. Es ist halt sehr oft sind Fragestellungen sind ein bisschen anders, wenn es um Landwirtschaft geht und es braucht sehr viel spezifisches Fachwissen, wo man zum eine coole Gartenplanung machen zum Beispiel nicht muss haben. Da muss ich nicht wissen, wie ich mit dem Direktzahlungssystem umgehe. Okay. Und was können wir dann darunter verstehen, wenn du sagst, du tust Permakultur forschen? Wir tun im Moment, ich finde, das, was wir erforschen, lässt sich gut umschreiben als kleinräumiger Gemüsebau. Hauptsächlich auf diesen Betrieben, die wir jetzt anschauen. Das sind nur 5 Betriebe im Moment. Also in dem Projekt, das ich leite, es hat noch ein anderes Projekt. Im anderen Projekt, das schon länger läuft, schaut man zum Beispiel die Population von Laufkäfer an. Dann stellt man so Fallen auf im Sommer. Es hat ein paar wenige, die halt in die Fallen fallen und sterben im Dienst der Wissenschaft. Aber die Laufkäfer, das sind Nützlinge, die wir gerne haben und die sind recht empfindlich auf Veränderungen im Ökosystem. Und dort können wir schauen, hey, welche Arten finden wir und in welcher Menge kommen Laufkäfer vor. Und es gibt uns sehr gute Aussagen über die Qualität von Ökosystemen. Und nebendran haben wir Vergleichsflächen, wo zum Beispiel auf einer normalen Fruchtfolgefläche, wo manchmal Kunstwiesen ist oder mal eine andere Ackerfrucht verglichen wird. Und das, was ich anschaue, dort versuchen wir wie zu erfassen, wie viele Arbeitsstunden und wie viel Input geht auf eine Fläche rein, eben meistens kleinräumiger Gemüsebau, und wie viel Ertrag holen wir raus und versuchen ähnliche Zahlen wie von Bec Eloin existieren. Bec Eloin ist ein bekannter Betrieb in Frankreich und wir versuchen wie die Zahlen für Schweizer Verhältnisse zu erfassen. Okay, und sieht man da schon einen Unterschied zwischen Permakultur und klassischen Anbaukulturen? Mit den Laufkäfern hat man sehr wohl etwas gesehen. Da sieht man vor allem seltenere Arten oder mehr verschiedene Arten. Es sind nicht immer mehr Käfer, aber es sind mehr Arten tendenziell in kleinräumigeren Mischkulturen. Und jetzt bei der Wirtschaftlichkeit kann ich noch nichts sagen, weil wir haben erst dieses Jahr angefangen und von diesem Jahr ist man ja zum Beispiel Kürbisse noch nicht geerntet. Also da hat man noch mehr Arbeit rein, als bis jetzt Ernte rausgekommen ist. Da muss man noch die fertigen Zahlen abwarten und dann habe ich etwas zu tun im Winter. Kann man schon behaupten, dass Permakultur besser ist für die Laufkäfer als eine gewöhnliche Anbaukultur? Es sieht dann auch aus, ja. Es ist halt
Es muss dann wirklich stichhaltig sein. Ich habe jetzt gerade die letzten Daten nicht mehr ganz genau angeschaut. Es ist wie ein Projekt, wo ich weniger damit zu tun habe. Es ist auch noch am Laufen. Es wird jetzt noch mal einen Zwischenbericht geben, den Winter. Genau, aber es sieht dann auch aus, dass man das so sagen kann. Und dort ist halt auch immer die Frage, eben, wie definiert man Permakultur? Und hier ist die Permakultur als tendenziell kleinräumig, eher abwechslungsreichere Strukturen und weniger grosse Flächen, die gleich bewirtschaftet werden, definiert. Vielfach hört man Permakultur, sei etwas Esoterisches und einfach irgendeinen so einen neue grüne Moden oder weiß ich nicht was alles für Schimpfwörter und Abstrusitäten. Du, in deiner persönlichen Meinung, bist also vermutlich, stehst, wie würdest du sagen, ist es etwas Esoterisches, Permakultur? Ich weiß nicht genau, was man unter esoterisch versteht, aber ich finde, für mich hat es ganz klar, es hat eine philosophische Komponente, also eine Wertehaltung, eine Welthaltung und manchmal auch Sachen drin, wo schlecht messbar sind. Also, dass eine Ästhetik einen Wert hat, dass es das Wohlfühlen an einem Ort oder wenn etwas gut anfühlt, dass das auch darf ein Grund sein, wieso man etwas macht oder nicht macht. Das finde ich, hat Permakultur im Vergleich zu irgendwie klassischen Herdöpfelanbau oder so etwas. Wobei auch dort habe ich das Gefühl, also gibt es ganz viele Landwirtinnen und Landwirte, die viel so weiche Faktoren durchaus anwenden. Das ist eigentlich nicht das, was in den Lehrbüchern steht. Das ist das, was man draussen auf dem Feld lernt. Und dann ist es ist definitiv eine Bewegung für mich. Also es ist eine soziale Bewegung, die Permakultur. Es ist eine Philosophie. Es ist ein Set von Techniken und es ist eine Gestaltungswissenschaft sozusagen schon fast. Oder es gibt einem Ideen, wie man etwas gestalten kann, mit welchen Abläufen. Und insofern ist es nicht ganz klar abgrenzbar. Und je nachdem, mit wem das man redet, kriegt man andere Antworten, was Permakultur soll sein. Und es ist schon, in der Schweiz nehme ich es schon ein bisschen als Boom wahr, so in den letzten Jahren. Wenn man jetzt auch schaut, wie viele Leute Ausbildungen machen oder in der Ausbildung sind zur Permakulturdesignerin, zum Designer, ist definitiv ein Begriff, der an Popularität gewonnen hat. Aber jetzt kommen so regenerative Landwirtschaft, Agrarökologie, sind jetzt schon fast noch ein bisschen neuer in diesem Aufschwung sozusagen. Und es sind alles nicht neue Begriffe, sie gehen alle Jahrzehnte zurück quasi. Der Boom, war in deiner Meinung nach, was liegt der Boom? Einfach weil Permakultur so etwas Tolles ist oder hat es noch mehr dahinter oder ist es einfach so ein Modebegriff oder was ist es so substanziell in deiner Meinung nach, was es so einen Boom bekommt? Also Permakultur ist schon toll. Es ist toll und nachher ist, glaube ich, ein Teil davon schon, dass Leute viel aus dem urbanen Bereich Lust haben, wieder mehr in Kontakt zu kommen mit der Natur und mit ihren Sachen. Und ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass wieder das Interesse an der Natur, hallo, genau, wo da sich ausdrückt in dem Boom. Und dann auch wirklich gute Leute, die coole Angebote kreiert haben, so dass immer mehr Leute Zugang finden. Also es gibt viele coole Kursangebote in der Schweiz und durch das kommen immer mehr Leute in das Feld hinein. Ich würde jetzt noch gerne das Toll noch ein bisschen ausgeschmückt haben, gerne, bitte. Weißt du, toll, also Permakultur ist toll, ja, das ist geil. Erzähl mir mehr. Permakultur. Ja, für mich ist der Anfang oder einer der Anfänge mich mit dem spannenden Thema zu befassen. Oder was ich an Permakultur toll finde, ich glaube, das kann ich in einem Satz sagen, wir reden über Lösungen. Es gibt so viele Probleme auf dieser Welt und wir brauchen so viele Antworten. Und Permakultur ist wirklich ein Bereich, wo ich das Gefühl habe, hey, wir sind nicht am Trübsal blasen, sondern wir sind am darüber reden, was man machen kann. Und das finde ich extrem wichtig, der Aspekt, wo so Hoffnung gibt, wo Drive gibt, wo wenn man die Leute trifft miteinander, redet man darüber, ja, und schaffst du mit Mulch oder wie machst du? Und ein sehr konkreter Wissensaustausch sehr oft. Und oft auch gegenseitig stärkend. Ich glaube, das finde ich mega toll an Permakultur. Also, und ist dann also
können wir jetzt behaupten, also würdest du jetzt behaupten, Permakultur ist die Lösung? Also natürlich, das ist ein großer Begriff. Entschuldigung, schnell Fehler, wir sind am da reden. Aber das ist ein großer Begriff. Klar, Permakultur als Wort allein ist sicher noch keine Lösung, aber so die Grundsätze und die Angehensweise und eben das Lösungssuchen, wenn wir jetzt uns all mehr wieder damit befassen, vielleicht sogar in den Schulen darüber reden und Kinder, oder könnte Permakultur eine Lösung sein für die Welt? Ja, ich glaube schon. Also die Prinzipien, die der Holmgren definiert hat, sind ja wie die bekanntesten, die mit diesen farbigen Symbolen, Regenbogenfarbigen. Darum habe ich immer das Gefühl, sie sind so bekannt. Nein. Er hat ja ein riesiges Buch noch dazu geschrieben, wo er wirklich begründet, wieso diese Prinzipien und wieso, dass man mit diesen Prinzipien, wenn man das alles beachtet, wirklich eine nachhaltige Gesellschaft oder als Gesellschaft sich dort kann entwickeln, wo man mit den Ressourcen lebt, die man vor Ort hat. Und von dem her habe ich das Gefühl, ja, in diesen Prinzipien sind extrem viele Lösungen enthalten. Und nachher, wie man es konkret macht, dort habe ich das Gefühl, ist es mega wichtig, dass es nicht dogmatisch wird. Dass man nicht sagt, hey, Permakultur ist die Lösung, darum Agrarökologie oder ein Bio-Label, das brauchen wir nicht, sondern es sind wie verschiedene Namen, die die Leute finden, zum Verschiedenes repräsentieren. Oder ihren Weg finden, quasi. Ich finde, ja, die Lösung ist in den Prinzipien enthalten, aber nicht unbedingt in allem, was mit dem Begriff transportiert wird. Okay. Aber jetzt auf dem Dogma einzugehen und jetzt mein persönliches Verständnis von Permakultur und vielleicht höre ich es richtig raus. Ich würde jetzt behaupten, wenn man Permakultur richtig anschaut und so wie du jetzt auch erzählst von dem alles, sollte eigentlich gar kein Dogma entstehen, weil auch wenn ich auf dem Feld Mischkulturen habe, sollte man ja auch froh sein um Mischnamen und Mischlabels und alles drum und dran, weil ist es nicht Permakultur so ein bisschen eine Multifunktionalität und alles gehört dazu und alles ist ein Teil vom Ganzen. So, wird denn das echt nicht schon... Ja, also ich finde, schon in den Prinzipien ist enthalten, dass es nicht, also dort ist Kooperation statt Konkurrenz zum Beispiel, ist eines der Prinzipien. Das heißt per Definition, dass man nicht in die Konkurrenz geht mit jetzt beispielsweise Personen, die sich mit dem Begriff und all dem, was dazugehört, mit regenerativer Landwirtschaft befassen. Sondern wir sagen, cool, ihr habt da Lösungen für grossflächigen Ackerbau, ihr seid dort dran, weil es ist nicht realistisch, dass wir in der kürzesten Zeit als Gesellschaft von dem wegkommen. Und ich habe das Gefühl, es braucht die Menschen, die ein bisschen die radikaleren Lösungen entwickeln, die im Moment vielleicht für ein paar Pionierinnen und Pioniere stimmen. Und es braucht Menschen, die mehr so Übergangs-Herangehensweisen entwickeln, die schon mal ein bisschen besser als vorher. Es braucht wie alles. Genau. Wir brauchen den ganzen Schlüsselbund für all die Probleme zu lösen. Schlüssel für alles. Ja, aber jetzt sagst du also Permakultur ist ja nicht unbedingt etwas Neues, oder? Das gibt es ja 70er Jahre, 60er, 70er Jahre, oder? Ist das so ein bisschen rausgekommen? Und wie lange, weißt du schon, wie lange gibt es das da in der Schweiz, so Permakultur und so als Verein und so ein bisschen als Bewegung? Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Verein im 91 gegründet worden. Aber dort hat es mich auch erst gerade gegeben. Ich war sicher nicht von Anfang an dabei gewesen. Ich bin eigentlich so seit 2017, 2018 in diesem Feld unterwegs. Ab dann, als ich meine Masterarbeit angefangen habe und durch das in das Thema eingetaucht bin. Dort mal so, wo du am Anfang warst und Masterarbeit, da kommst du wahrscheinlich auch relativ schnell tief rein. Hat es da auch schon so dogmatische Bewegungen gegeben oder ist das eher etwas Neues? Ich nehme es jetzt meistens auch nicht als dogmatisch wahr. Von dem her, nein, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es ist schon, also in meiner Wahrnehmung, Gang Einzelpersonen mit leicht abweichenden Ideen davon, was Permakultur ist und was es nicht ist. Weil es manchmal auch wirklich, also man kann ja schon einen Permakulturkurs machen und recht lang selber nicht so richtig wissen, wie man es jetzt genau definiert in ein paar Sätzen. Das ist ja wirklich etwas Anspruchsvolles, weil es so irgendwie umfassend ist, aber trotzdem wird man ja, was ist es denn jetzt? Genau, von dem her
kann ich das nicht so genau beantworten. Aber vielleicht eben, bleiben wir auch beim Lösungen. So, jetzt, du hast jetzt relativ viel in der Schweiz gesehen. Was geht so ab in der Schweiz? Was passiert? Was gibt es für coole Projekte? Wo hast du so ein paar geile verschiedene... Ich nehme an, die Projekte sind alle verschieden. Es wird ja kein Schema X geben, sondern wie du sagst, eben, es ist Kreativlösung und ortsgebunden. Oder? Weil man muss ja auf seinen eigenen Ort schauen, wo man ist. Was gibt es da so? Erzähl mal, was hast du schon gesehen? Was ich schon gesehen habe. Aber was ich schon muss vorausschicken, mein Fokus ist Landwirtschaft. Also ich weiß nicht, was in den Gärten abgeht oder in den Schulen. Da wirst du andere Gesprächspartnerinnen und Partner finden, die diese Sachen können beantworten können. In der Landwirtschaft ist etwas, was ich letztes Jahr so richtig neu bei mir im Blickfeld erschienen ist, sind zum Beispiel Selbsternte Gärten oder quasi, die meisten kennen Solavis oder wo man so mit einer Gemüsetasche und die geht man irgendwo im Depot holen. Und das ist wie nochmal ein Schritt vorher. Das ist quasi, die Menschen können wirklich ihren Salat selber ernten. Und da gibt es verschiedene Systeme. Da gibt es die sagen, die Leute kommen einfach und sehen, was es zu holen gibt und wir tun so über den Daumen gepeilt anbauen, was es für die Anzahl Leute braucht, die bei uns ein Abo zahlen. Oder andere, die ganz genau ein Mail schreiben und sagen, diese Woche kannst du 3 Kopf Salat und 2 Zucchetti holen. Und das finde ich ein sehr spannendes Konzept, weil es zum einen die Menschen wieder sehr nahe an Produktion bringt. Also denen muss man nicht erklären, ja, es ist ein schlechtes Jahr für Zucchetti und dafür wächst etwas anderes super, weil die sind jede Woche selber auf dem Feld. Es hat einen extremen Aspekt von Bildung. Also Leute wissen wieder, woher ihr Essen kommt, haben einen Bezug zu dem Boden. Und für den Betrieb selber kann es, und das werden wir jetzt vielleicht dann mit dieser Forschung ein bisschen mehr beantworten, kann es wirtschaftlich auch interessant sein, weil man ganz viele Sachen nicht machen muss. Also man ist verantwortlich für das Anbauen, bis der beispielsweise Salat gewachsen ist. Und dann ist es wird es der Kundschaft übergeben. Und im Klassischen gehe ich den Salat ernten, was relativ viel Zeit braucht. Ich tue ihn rüsten, ich tue ihn lagern. Das braucht Lagerräume, manchmal Kühlräume, die auch finanziell viel kosten. Nachher habe ich irgendwelche Logistik, ich muss das wieder irgendwo ankarren. Und wenn man das alles weglassen kann, das ist mega lässig. Das finde ich etwas sehr Spannendes, was ich jetzt so... Es hat es schon vorher gegeben, aber bei mir ist es so letztes Jahr so richtig für mich auf dem Schirm erschienen, sozusagen. Ja, und wo findet man solche Felder? Wo kann man jetzt da noch ein paar Name-Droppings machen? Wer macht das schon so? Name-Dropping. Also es gibt in Münzigen, gibt's bei der Bioschule Schwand, gibt es Maisgemüse, heisst das. Dort kann man verschiedene Abos lösen, eins, wo man noch selber jetten oder eins, wo man nicht jettet und dafür ein bisschen mehr zahlt, nur noch ernten. Das Gleiche gibt es beim Rinderbrunnen seit diesem Jahr. Das ist bei Zürich-Wetzikon in der Nähe. Und nachher ist Minga von Meilen ein sehr spannendes Projekt. In Meilen, wie es schon heisst, am Zürichsee. Und in Büron, im Luzernischen, gibt es den Erlenhof, wo auch eine Form von Selbsternte-Abo hat. Das sind nicht so die mir im Moment gerade in den Sinn kommen. Aber ich denke, es wird inzwischen noch mehr geben, die ich jetzt nicht gerade so gesehen habe. Und ich habe schon ein bisschen Perspektive Bern, also Ostschweiz, komme ich nicht mehr so viel mit über, merke ich. Und Romandie auch weniger, Tessin gar nicht. Es ist schon manchmal schwierig, ein bisschen über den Tellerrand zu sehen. Ja. Weil du willst aber jetzt nur von Gemüse, hauptsächlich von Gemüse und Salat und so und Anbau, gibt es auch schon in der Landwirtschaft mit Tieren, also, so wie du sagst, am Anfang angeschnitten hast, mit Tiersorten auswählen und Rassenauswahl. Weißt du, da schon gibt es auch in der Landwirtschaft, gibt es da Sachen auch schon Spannendes zu berichten? Da habe ich weniger Einblick. Gibt es sicher Spannendes zu berichten. Also es gibt irgendwie so eine Schweinerasse, die auf dem Hof Silberdisteln wieder gezüchtet wird. Aber da habe ich zu wenig Einblick. Und das ist sehr oft, das ist bei diesen Permakulturprojekten, die wir jetzt damit zu tun haben, sind sehr oft Projekte mit wenig Tier oder ohne Tier. Oder wo Tierhaltung weniger im Permakulturkontext weiterentwickelt wird. Da gibt es mehr dann zum Beispiel so Weidemanagement-Sachen, die mehr am Kommen sind, Mob-Grazing zum Beispiel, wo man eine recht andere Herangehensweise, als man das bisher gemacht hat in der Schweiz.
so wirklich mit den Tieren anders wirtschaftet quasi. Ja. Genau. Ja, jetzt, vielleicht weißt du da von der anderen Seite her, ich habe ein Interview mit dem Jodok geführt, da hat man über das Wasser und Wasserrecht und in Permakultur hat es ja viel so Grauwassersysteme und Teiche und Wasser, wo man reinbringen sollte. Aber er sagt, vom Gesetzes her ist es noch ein bisschen schwierig, so Sachen umsetzen. Siehst du das jetzt auch in der Landwirtschaftsbereich, dass der aktuelle Stand von der Gesetzesgabe noch schwierig macht, so effektiv vollumfängliche Permakultur zu betreiben, so wie der David Holmgren das zum Beispiel empfohlen hat? Ja, es ist schon eine Herausforderung. Also als Landwirt ist man extrem eingeschränkt. Es gibt ein extremes Regelwerk, wo man sich daran halten muss. Was auch seinen Sinn hat. Also es hat gewisse Sachen, wo es ist extrem schwierig, Gesetze so zu schreiben, dass man möglichst viele Möglichkeiten gibt, denen, die sollen viele Möglichkeiten haben, aber trotzdem irgendwie macht, dass zum Beispiel Nestle nicht einfach das ganze Landwirtschaftsland sich unter den Nagel reissen. Also dort, viele Gesetze haben schon ihren Grund, wieso dass sie existieren. Es gibt Sachen, wo gesetzlich, wo ich finde, sind Hinderungsgründe oder etwas, was ich finde, muss definitiv ändern, ist, was mit Direktzahlungen wie fest unterstützt wird. Also dort darf ein Wechsel stattfinden, dass man weniger tierische Produktion und mehr direkte menschliche Nahrung unterstützt. Aber es sind alles recht komplexe Sachen. Und nachher sonst so Gesetzeslage, habe ich das Gefühl, ist immer, wenn man über innovative Sachen redet und dann findet, oh, aber das Gesetz lässt das nicht zu, finde ich es wichtig im Hinterkopf zu behalten. Gesetze sind etwas Menschgemachtes. Also die kann man diskutieren oder da kann man sagen, wir arbeiten zum Beispiel mit einer Hochschule zusammen, sind ein Pionierprojekt und bekommen darum eine Ausnahmebewilligung. Während zum Beispiel der Humusgehalt im Boden, den kann man nicht diskutieren. Da kann man nicht sagen, ja, dann definieren wir es ein bisschen anders, dann haben wir wieder mehr Humus. Also es gibt wirklich gewisse Sachen, Biodiversität oder Fruchtbarkeit vom Boden, die sind nicht diskutierbar. Und dort sollten wir wirklich auch uns dafür stark machen, dass man Gesetze entsprechend anpasst, dass Sachen möglich sind, die sinnvoll sind. Ja, ein Ding ist jetzt zum Beispiel Futterhecken, ist so etwas Neues am Kommen, das ist auch in der Tierhaltung eher, dass man eine Hecke hat, die per Definition dafür da ist, dass Tiere auch davon fressen können und sich divers ernähren. Und die sind im Moment noch nicht so in den Gesetzestexten angekommen. Genau. Gibt es dann auch in dem Fall so, eben, du sagst, wir können zu Hochschulen gehen und Pionierstatus bekommen. Gibt es da irgendwelche Anlaufstellen von dem, dass du weißt, wo man kann gehen und gibt es schon Dienstleistungen der Permakulturszene in der Schweiz, oder Anwälte oder Leute, Gruppierungen, wo man da sich melden kann und sagen, hey, ich möchte mich auch noch zur Verfügung stellen, um da ein bisschen die Bewegung helfen oder unterstützen oder hey, übrigens, ich könnte jetzt eure Unterstützung brauchen. So, gibt es da etwas? Also ich glaube, Anwältinnen und Anwälte kenne ich nicht. Ich habe mich mehr darauf fokussiert, Stiftungen, Namen von Stiftungen zu sammeln, die finanziell unterstützen, wenn das sehr oft ein Hinderungsgrund ist. Und nachher mit Hochschulen zusammenarbeiten, da ja, kann man sich bei der HAFL im Team Agrarökologie melden, wo ich jetzt auch tätig bin. Oder zum Beispiel ZHW in Wädischwil. Die haben auch Schwerpunkt Agroforst, coole Fachpersonen, die Mareike Jäger. Und dort habe ich das Gefühl, das kann man relativ schnell recherchieren. Jetzt gerade mal überlegen, wie man das am besten herausfindet, wo man da angeht. So schreibt ihr mal mir ein Mail. Also wenn es herausgefunden hast, nachdem das Interview veröffentlicht wurde, kannst du es ja noch in die Kommentare hineinschreiben. Ah ja, das ist doch super. Und wie könnte man jetzt zum Beispiel auch, wenn man jetzt da das Interview geschaut hat und findet, wow, Mila, da muss ich jetzt, da will ich in Kontakt treten. Du hast doch auch eine Homepage, oder? Genau, ich habe mal den Fuß gebrochen und trotzdem etwas machen. Da ist eine Webseite entstanden, die heisst www.permakultur-jetzt.ch. Wenn wir eben jetzt handeln müssen. Und dort, das ist quasi meine eigene Online-Bibliothek, die ich versuche öffentlich zu machen.
Es ist noch nicht ganz fertig, aber man findet schon sehr vieles. Es ist teils einfach noch nicht so gut strukturiert. Und was es vor allem drauf hat, sind Hinweise zu Anlässen, die stattfinden. Fachanlässe ist immer ein super Moment, um auch mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die sich für die gleichen Sachen interessieren oder die gleichen Fragestellungen dran sind. Und ein Newsletter, wo ich so ein bisschen darauf hinweise, was gerade läuft. Genau. Also der Newsletter, kommt der regelmäßig raus? Nein, das ist nach Lust und Laune. Okay. Nein, nach Kapazitäten. Nach Kapazität. Aber ihr habt es gehört. Oder wenn gerade etwas Wichtiges kommt, dann finde ich, das muss man jetzt noch sagen, jetzt sind Tage der Agrarökologie oder so irgendetwas. Und dann schicke ich noch einen raus. Schickst noch einen raus. Ja gut. Also ihr habt es jetzt gehört auf www.permakultur-jetzt.ch. Also ich nehme an, die Stiftungen sind auch dort drauf, wenn die Adressen am zusammen. Ja, genau. Es hat unter Links und nachher Finanzielles. Dort hat es eine Liste von Stiftungen, wo ich von den meisten schon gehört habe, dass irgendjemand mal Geld bekommen hat für die. Genau, von denen. Mila is the person who knows it all, oder er kennt vieles, also auf Bewegen, Permakultur, Bewegen, bla bla, jetzt auf jeden Fall, gehen schauen, es ist eingeblendet, es ist in den Kommentaren unten verlinkt und ja, hey Mila, bald ist die Mittagspause vorbei, ich danke dir jetzt schon für deine Zeit, aber du hast sicher noch irgendeine Botschaft, so wie ich dich kenne und einschätze, hast du sicher noch eine gute Botschaft, wo du allen Zuschauern jetzt unbedingt musst mitgeben. Die Botschaft. Hey, ja, bleibt dran, lebt eure Träume, redet über Lösungen und teilt auch eure Träume. Ich habe das Gefühl, wenn man das Gefühl hat, wow, das und das will ich machen, dann nachher hilft es mega, wenn man darüber redet, weil dann geben einem Leute irgendwie entsprechende Kontakt oder spannende Rückfragen und dann wird extrem vieles möglich. Well, ja. Und wie siehst du Permakultur hier in der Schweiz in den nächsten 5 Jahren? Sich weiterentwickeln, Leute zurück zum Boden und zu ihrer Ernährung bringen. Ich habe wirklich das Gefühl, Ernährung ist mega zentral. Und auch in andere Bereiche ausstrahlen. Also du sagst, bist bei Permakultur mit Kindern mehr aktiv. Ich habe das Gefühl, ein Bereich, der sich auch mehr noch verschliessen darf, den ich extrem spannend finde, ist permakulturelles Bauen. Oder so bauen, dass unsere meisten Häuser jetzt sind Sondermülldeponien und das müssen wir definitiv ändern. Also Architektur, müssen wir mehr in die Architektur und so. Ja. Unbedingt. Ja, also auf dem Punkt hin, demnächst kommt auch ein Interview mit dem Ivo Hutzli und der wird uns darüber reden, was Permakultur in der Bildung so macht, so aktuell und in Zukunft, weil dort ist er ganz aktiv dran und ich werde demnächst mit der Sabrina Fuhrer über Frauen in der Permakultur noch spezifisch reden und es kommen noch Haufen gute Interviews. Aber Mila, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Du musst jetzt weitergehen, forschen und machen und tun. Herrlich, dass du uns da die Zeit genommen hast, um ein Interview zu geben. Ja, hey, wenn ihr Fans sind von der Mila, dann braucht es ein Like und einen Kommentar ohne Ihnen unbedingt, damit es möglichst viele Leute sehen. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann den Kanal abonnieren, unbedingt, weil dann geht es auch weiter. Und hey, ja, Mila, danke vielmals. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und viel Spaß. Danke. Hey, vielen herzlichen Dank dir für die super Reihe. Du hast genau recht, als Einziger mit einem YouTube-Channel, du machst es genau richtig. Über Lösungen reden. Genau, lösen wir die Probleme. Mit Welt braucht danke vielmals. Hey, danke dir, Mila. Tschüss. Whatever your ability, we need your assistance. In aid of reclaiming a stable existence. Go summon your gift at this critical hour and deliver wherever they move and empower.